Nah teman-teman, Bapak Hari sibuk banget dari kemarin. Ini jadi ruang kerja kita nih, habis ganti ruangan kemarin, pindah-pindahin barang, tuker tempat. Nah ini ruangan yang tadinya orang kerja, yang tadinya sini ruangan kerja kita, jadi ini perpustakaan. Jadi di sini cuman buat nggak belajar, cuman buat baca buku di sini. Ini ruangan yang buat baca bukunya. Tadi kan ruang kerjanya aku sama suami. Nah sekarang jadi ruang baca buku. Belum kelar sih, tapi udah 80% lah ya. Masih mau dikasih aksesoris lainnya. Nah ini jadinya ruang baca buku sama buat sholat sih. Tapi bukunya aja yang di sini. Bacanya nggak harus di sini. Tapi boleh ngaji di sini sambil duduk. Ini buat sholat juga di sini. Tuh. Karena ruang ini agak kecil sih. Nah ini buku kita yang kemarin itu teman-teman. Nah kalian lihat kan, ini aku nyalain lampu ya, keren. Nah kalian lihat kan, jadi ini sekarang ruangan perpustakaannya sama musola. Nah ya, kecil tapi cukup buat sholat kan, buat sholat sama perpustakaan. Jadi cuman boleh ngambil buku, terus bacanya di ruang belajar. Ruang belajarnya sekarang ada di ujung, yang ruangan tadinya buat musola sama lain gitu kan. Nah ini buku-buku. Tadi yang paling atas ini ensiklopedinya belum kepake buat anak-anak ya. Kalau kita sih masih tetap baca juga. Aku sama suami sih yang baca. Jadi kalau mereka udah SMP atau SMA baru kepake ini yang gede yang di atas. Nah ini ada 23 jilid tuh. Ada 24. Satu nyelip di bawah. 24 buku. Tapi yang di atas belum kepake. Nah ini kanton itu wilayah yang ada di Swiss, tapi cuman beberapa sih, nggak 26 wilayah kan. Di Swiss ada 26 wilayah ya, wilayah bagian, bukan negara bagian, siapa bilangnya, kanton kalau di sini bilangnya. Nah ada 26 kanton kan, tapi kita cuman punya beberapa aja sih koleksinya, nggak semua. Nih kayak ini nih, kanton St. Gallen, Freiburg, Aargau, Thurgau, Freiburg lagi nih, terus Solothurn, Schaffhausen, nah Bern, bla bla, itulah. Ini tentang belajar tentang Swiss, wilayah-wilayah Swiss. Kalau kita kan di Luzern kita baru punya jilid 1, jilid 3 sama jilid 5 nih. 2 sama 4-nya belum, masih nyari sih aku. Nah ini yang di bawah, ini yang kepake semua nih. Jadi yang belum dipakai sama anak-anak baru yang paling atas, makanya taruhnya paling atas. Nah ini kepake nih, sekolah, pasti sekolah juga di bawah nih Mas Justin. Nah, jadi sekarang perpus, ini leksikon yang kecil. Nah ini, terus ini juga ensiklopedi lagi. Nah, ini buku bacaan biasa, buku bacaan anak-anak ya. Ini buat yang kecil sih. Si Kimi juga suka baca ini. Terus yang ini alarm azan aku. Ini buku bacaan buat anak kelas 1 sama kelas 2 sih ini. Terus ada yang versi bahasa Inggrisnya juga nih. Nah, terus ini yang sini, sisi sebelah sini yang belajar agama. Oh ini buku aku sih, satu nyelip. Nah ini tuh yang versi bahasa Inggris, belajar surat. Terus ini belajar Islam, belajar religion tentang agama. Terus belajar doa harian. Ini tentang kepercayaan. Nah, ini 30 hari belajar. Ini buat Ramadan biasanya. Ini cerita tentang Nabi, 25 Nabi dan Rasul. Nah ini
doa. Kalau ini kumpulan doa-doa teman-teman, kumpulan doa-doa nih. Nah, ada 40 doa di sini. Al-Quran kecil. Nah, ini masih ada di bawah nih. Tuh. Ini kecil, buku kecil, buku saku ya bilangnya, kamu saku. Nah ini, jadi lebih maksimal sih di sini, lemarinya kepake buat buku-buku semuanya. Cuman ya aksesoris ininya belum. Jadi boleh duduk di sini sambil baca buku atau baca Quran. Nah, sholat di sini, sholat ya kan. Terus gitu. Terus ruangan yang tadinya buat apa nih, ruangan yang tadinya buat musola itu dijadiin ruang belajar sekarang, jadi kayak gini. Jadi lebih bagus juga sih kalau di bawah, hari kalau pas belajar sama anak-anak kontrol. Nah ini yang Quran, ini yang Quran di sini sama juz amma. Iqra 1 sama 2 sama belajar sholat di belakangnya. Materi buat belajar. Jadi Justin lagi ngerjain PR. Nah, buku-buku sama materi belajar Montessori-nya sih anak-anak. Yang buat belajar ngitung, tuh baca, ngitung lagi, ini buat ngitung lagi. Buat hijaiyahnya. Ingin belajar matik lagi nih, matematik nih kali ini cuman puzzle balok gitu. Terus ini belajar membacanya, ini puzzle balok lagi, ini belajar ngeliat jam, mainan, semua materi belajar. Nah puzzle sih kebanyakan, ini puzzle semua isinya sini. Tuh puzzle lagi. Ini materi belajar latihan. Ini latihan lagi nih, buku latihan. Ini puzzle, memori, Lego kecil itu yang waktu itu bikin. Ini juga, ini buku belajar juga nih, belajar nulis, latihan. Nah sekarang di sini teman-teman ruang belajarnya. Tadi enak sih kalau sambil belajar aku sambil masak. Bisa istirahat juga kan kalau lagi capek. Ada nggak harus jalan ke sofa atau ke ini. Sekarang mau belajar, mau ambil materi hari ini. Katanya si Kimi mau belajar tentang indera perasa sih. Jasin, lernen vi heute funsinnen, oder? Funsinne. Funsinne, Kimi mau ta funsinne lernen. Funsinne kan ich schon sehr lange. Ja, aber Kimi noch nicht. Kami guckt die Buch nach. Deine Hausaufgabe von morgen? Nicht morgen. Immer wenn ich Hausaufgaben habe, sind sie immer nur für mich. Klebe das passende Organ auf, ergänze die Sätze. Mit meinem Ohr kann ich hören. Das hat sie schon in ihrer Schule gemacht, dass du musst. Mit meinem Auge kann ich sehen, mit meinen Zähnen kann ich schmecken. Mit meiner Hand kann ich fühlen. Meine Nase kann ich riechen. Kimi! Prinzessin Brauli. Blume, Auge. Blume. Brot. Blume, Auge. Käse. Blume, Auge. Nase. Auto.
Auge, Auge, O, Auge, O, Auge. Puasa, kalau menegak, Junge, trinken, Auge, Kerze, Auge und Kimi, 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 deine Hausaufgabe, komm mit, das gibt eine, Fair, no. Come on. Not so vicious. Nee, schwarze Höhle schmecken. Nee, Feuer. Feuer. Was Das machst du ist mit Feuer? Kerze. Mit Kerze. Was machst du mit Kerze? Mit Kerze kann ich sehen. Ohr? Nein, oder? Nee, das ist Zunge? Nein, du musst keine Zunge. Du hast keine Kerze. Auge? Ja, du kannst sie sehen. Anfassen? Fühlen? ja. Ja. Ja, riechen? Moment kann Oh, riechen. brennen. Oh, brennen. Richtig. So, jetzt die. Was ist das? Was ist das? Das ist ein Gesicht. Also. Oh, okay. Das ist Gesicht. Das ist ein Gesicht, das Pfeife. Also, Ah, okay. So, und Oh. dann kann man hören, kann man sehen. ja, Ja. anfassen. Okay. Anfassen, dann kann man Gesicht anfassen. Riechen? Schnuppen noch. Die Katze. Nee, Ja, was machst du? ein Leben. Man kann ihn hören, sehen, anfassen. Okay. Nicht riechen oder schmecken. Schmecken ist der eine. Nein, Oni. Was ist bei dir? Nein, ich habe noch nicht gegessen. Da, Mama. So, Mami muss kontrollieren deine. Nee, das ist der Milch, weil Lobchicles, diese Lobchicles hat Verwuchs gesagt, dass Ah, Mami, nicht kontrollieren. Das ist die selber. Okay, Ja. gut. das andere Deutsch musst du kontrollieren. Okay, hast du schon gemacht, oder? Das kannst du aufräumen wieder. Und dann jetzt Mami lese ein Buch wegen Spektrum. Und irgendwann gibt's es wieder einen Test. Das ist überhaupt nicht fair, weil nächstes Jahr ist 2 und kann nicht mehr. Was meinst du? Nächstes Jahr hat schon wieder eines gehabt und wir können da nicht mehr. Später wieder. Das ist wie, wenn das sieht fast aus, wenn man so macht, dass es hochgeht. Da bewegt sie. Oh, guck mal, bewegt sie. Es geht hoch. Lass mal Kopfschmerzen. Das unten geht auch oben. Soll ich dir zeigen? Weil es macht, das denkt so aus, das wird hochgehen.
Sieht so aus, als würde ich hochgehen. Ja. Terus sitzen. Das Transplantation von Organ da drinnen kan ini. So jetzt haben wir hier. Sini ada dulu nih sini. Nah, das mentioned sini 278. 278. Nah teman-teman, si Kimi lagi belajar ini, lagi belajar tentang apa namanya, alat indra yang dimiliki manusia, kan ada 5. Nah ini lagi mau nerangin dulu. Jadi enaknya gini nih, buku lengkap di rumah. Ini jadi sekarang ngebahas tentang alat panca indera itu ada di buku Mens und Gesundheit tentang manusia dan kesehatan. Ada di sini. Komm, Justin, Kimi, komm, Mami liest das kurz mal. Wenn fertig lernen können wir da draußen später. Komm on. Sinne gibt 5. Die 5 Sinne, was ist das? Hören, schmecken, sehen, riechen Und? Tasten. Nee, anfassen. Fühlen heißt das. Tasten heißt das auch. Fühlen, so sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen. Also das sind lediglich die bekanntesten. Das ist sehr bekanntesten. Aber der Mensch hat viel mehr. Der Mensch viel mehr. Normalerweise viel mehr. Aber die bekanntesten nur 5. Also es stellt sie nur die Frage, welche Fähigkeit wir den Charakter eines besonderen Sinnes beimessen wollen. Also nehmen wir als Beispiel die Haut. Wo ist deine Haut, Kimi? Ja. Der Haut, okay. Sie ist eines des klassischen 5 Sinnesorgane. In ihr ist der Tastsinn lokalisiert. Mit diesem nehmen wir die Form eines Gegenstandes wahr, Spuren, ob seine Oberfläche glatt oder rau, nass oder trocken ist. So mit Haut, oder? Mit Haut kann man auch fühlen. Ja, das Haut. Ob etwas heiß oder eisig ist, das allerdings nehmen nicht die Tastnerven wahr, sondern über die Haut verstreute Wärme- und Kältepunkte. Die sprechen nämlich sogar dann an, wenn wir gar nichts anfassen, sondern zum Beispiel in den Kühlschrank greifen oder dem heißen Ofen zu näher kommen. Was machst du, wenn du zur Nähe zum Ofen was Heiß. Heiß. So, welche Sinne ist das? Anfassen. Fühlen. Ne, fühlen, das von fühlen. Von der Haut, oder? Also, diesen wichtigen Zusatzsinn können wir Temperatursinn nehmen. So, die Temperatur ist heiß oder kalt, oder? Das Temperatur ist es. Also, Empfangsorgane für Temperatur schlechthin gibt, sondern getrennte Wärme- und kalte Rezeptoren. Sollten wir daher nicht lieber von Wärme und von kalten Sinn sprechen? Also, wenn wir mit geschlossenen Augen den Stil einer Rose befühlen, so vermittelt uns unser Tastsinn auch die Empfindung eines Dorns. Stellen wir uns daran jedoch, so wird dies unserem Gehirn nicht mehr von Tast, sondern von Schmerzsinn gemeldet. Neben das Wärme- und Kälterezeptoren gibt es in der Haut nämlich noch Schmerzpunkte. So, deine Haut, was kannst du noch fühlen? Schmerz? Ja, rede mal. Schmerzen. Die keine andere Aufgabe haben, als Alarm zu schlagen.
Diese Schutzvorrichtung dient dem Zweck, dass ein Körperteil bei Verletzung sofort aus dem Gefahrenbereich zurückgezogen wird. Auch der Eingeweih des Schmerz, der uns von Blähungen, Durchfall, verdorbenen Magen, Gallensteinen oder einer Wurmfortsatzentzündung des Blindarms Nachricht gibt, wird uns von Schmerzrezeptoren vermittelt. Wenn wir einen Koffer heben, können wir ohne weiteres sagen, ob er schwer oder ob er leicht ist. Bei einigen Übungen können wir sein Gewicht sogar ziemlich genau setzen. Wir besitzen also auch einen Muskelsinn, der den meisten Menschen nicht bewusst ist, auch wenn sie ihn ständig benutzen. Wo ist Muskel? Hier. Bei mir hier. Überall es gibt Muskel. Auch Was hier ist noch. Muskel? Also das Fleisch. Ich weiß. Er ist Muskel. Hat nicht die normale Fleisch, aber hat drinnen Muskel, weil das hat Kraft. Zum Beispiel mehr bewegt, das Muskel mehr wachsen. So. Ja, das ist so manchmal im Fernsehen, oder? Wenn ein Mann oder eine Frau so viel Sport machen, was hat sie? Muskel. Muskel, so groß hier zum Beispiel, so, das hat große Muskel. Das ist keine Fleisch, Fett oder so, aber das ist Muskel, das große Muskel, das ist stark. Wenn du anfassen, das hat, das geht überall, in den Beinen, in den Arm, überall, in den ganzen Körper. Also, wir sind fest eingeschlafen und wachen nach einer halben Stunde auf. Noch ohne die Augen zu öffnen, wissen wir, dass wir nicht im Bett liegen, sondern im Sessel eingenickt sind. Oder wir lesen ein spannendes Buch, während wir über den Atlantik fliegen. Und doch nehmen wir mit halbem Bewusstsein wahr, dass sie unser Flugzeug in eine Linkskurve gelegt hat. Das Sachs und der Lage sind, für den unser Gleichgewichtsorgan verantwortlich zeichnet. Darüber hinaus nehmen wir aber auch einen Richtungssinn unser eigen, wenngleich wir von ihm nur als von einer spezifischen Fähigkeit unserer Erinnerungsvermögens sprechen, ihn also nicht einem bestimmten Rezeptor zuordnen können. Bei manchen Menschen ist der Richtungssinn jedoch so mangelhaft ausgeprägt, dass sie sich ständig verlaufen in der Stadt wie in der freien Natur. Der Angehörige von Naturvölkern meist über einen sehr ausgeprägten Richtungssinn verfügen, wird dieser gewiss großenteils durch Übung ausgebildet. Sicher aber ist er mehr als eine angelernte Fähigkeit. Wenn wir das fantastische Orientierungsvermögen von Zugvögeln, Lachsen und vielen anderen Tieren beobachten, die Ausflüge um die halbe Welt machen und dennoch auf ihr Atoll oder in ihrem Heimatbad zurückfinden. Beim zivilisierten Menschen scheint diese ohnehin minder ausgeprägte Fähigkeit durch den Ausbau genormter Verkehrswege und beschilderter Straßen zu verkümmern. Jetzt Chemo und Präsorezeptoren. Was ist Chemo? Wie lässt Mami jetzt über Chemo? Was ist Chemo? Hast du mal gehört mit Chemo? Ich habe gehört, ich weiß nicht, was ein Chemo ist, aber Von wo hast du es gehört? ich weiß nicht, was ein Chemo ist. Ja, von wo hast du gehört? Von Schule? Von was? Was ist Chemo? Weißt du was? Chemo ist eine, zum Beispiel jemand krank, Krebs. Also Therapie, eine Therapie, Heilung. Wie die Medikamente auch nehmen, Medikamente und Chemo auch. Chemo ist eine Therapie, macht wieder gesund. So. Also Beheilung. Also Chemo und Präsorezeptoren.
Unsere Körper hat noch weniger auffällige Sinnesorgane nötig, welche die Tätigkeit unseres Organismus aufrechterhalten. So erfüllt ein Reiskorn großes Drüsenknoten, Glomus corritum genannt, in eine Gibelung der Kopfschlagader, der unterhalb des Ohrläppchens unseitlich von Adams Apfel eine vitale Funktion, sozusagen als Sinnesorgan für den Sauerstoffmangel. Dieser Chemorezeptor in der Karotisgabel spricht vorwiegend auf den Sauerstoffgehalt des Blutes an, weniger stark auf Kohlendioxidänderungen. Ein Handkantenschlag gegen dieses Organ kann zum Tode führen. Also kurz vor der Teilung der Arteria carotis befinden sich ferner thermostatische Blutdruckzyklen. Die Präsorezeptoren im Sinus caroticus. Schließlich könnte man auch noch einige Rückkopplungsmechanismen der Endokrindrüsen eine Sinnesqualität zuschreiben. Dadurch wurde die Zahl unserer Sinne erst recht unübersichtlich, doch wie viele es immer sein mögen, mit nur 5 Sinnen kämen wir keineswegs aus. Unser wichtiger Sinn ist der Gesichtssinn. Also Gesichtssinn. Ja. Denn der Mensch ist ein Augenwesen. 40% der sensorischen Eindrücke werden von Auge aufgenommen. So, von 5 Sinnen in Auge, Gesicht, das war Gesichtssinn, das Auge, oder? Das 40% von Auge aufgenommen. Das Gesichtsverhältnis zwischen Auge und Körper beträgt jedoch beim Menschen nur 10.000, so 1 von 10.000. Beim Vögel dagegen im Durchschnitt 1 von 30. Genau genommen könnten wir auch beim Gesichtssinn von 2 verschiedenen Sinnessystemen sprechen, so wie der Hautsinn sich in Berührungs-, Schmerz- und Temperaturempfinden schneiden lässt. So kann man den Gesichtssinn in Farbsehen und Schwarz-Weiß-Sehen teilen, wo beide Arten der optischen Wahrnehmung stehen getrennte Rezeptoren zur Verfügung. Das Farbsehen wird allein von den Schätzapfen der Netzhaut bemächtigt, die jedoch nur 5% aller Sehzellen ausmachen. Reicht das Licht für die Zapfen nicht mehr aus, sehen wir mit den restlichen 95% der Netzhautkapazität, nämlich mit den Sehstäbchen. So ergibt sich also das Kuriosum, dass wir für das Sehen bei Dunkelheit, das seltenere Nachsehen, quantitativ besser gerüstet sind als für den Normalfall das Sehen bei Tage. Wo willst du hingehen? Mami, ich weiß, wo das Haus ist. Das ist im Auge ganz hinten. Also nicht da ganz hinten, aber da hinten vom Auge. Hinten im Auge, die Kugel. Ja. Kailangan galang sa Auge, das ist oder? Mami, wo gehst du hin? Nur ein Blatt, morgen fertig. Morgen wieder. Komm. Was ist denn? Mami, gehen wir jetzt später laufen? Ja. Das ist ein anderes Thema. Später? Das ist das Zentrum Gehirn. Groß Hirnrinde. Warum Was denn gibt es? später, Mami? So. Sag Kimi, komm her, das ist gleich fertig. Mami, Wenn es schon fertig ist, gehen wir raus. Ja. Jetzt hol ich So, schon. hier sitzt er, dann siehst du. Aha. So sieht der Hinter von der Auge aus. Normales Augenhintergrund. Die helle Stelle entspricht der sogenannten Papille des Senef. Die Senef hier, siehst du da? Guck mal, das ist Senef, das lassen. Das Senef.
Hier treten die Senegalesen aus dem Netzhaus und dem Auge Apfelbulbus heraus. Zugleich mündet hier die Netzhauszentralfläche und die Netzhauszentralarterie geht von hier aus zu Gehirn. Oh, da. Jetzt da. Hä? Was ist das Schwarze? Deine Pupille, deine Augen. Die da, die schwarze siehst du die? Du hast braun. Papa hat? Papa hat? Was hat Papa? Schwarz. Papa hat schwarze Augen? Nee. Papa hat blaue Augen. Hä? Ja, die Pupille. Die Pupille, wie heißt das Band? Das ist blau. Gibt eine braun, schwarz. Wie heißt das? Wie heißt das Band? Regenbogenhaut oder Iris. Iris. Pupil, welches Pupil, Bang? Das. Diese mit Farbe, wie heißt das? Pupil oder Regenbogenhaut? Das ist aber Farbe. Ja. Das heißt Regenbogenhaut. Ja, Oder Regenbogenhaut. Iris. Also Iris sagt man das. Pupil, welches Pupil? Also Pupil und Iris, was anderes genannt. Das? Das die Mitte ist Pupil. Die da siehst du ganz in Mitte, ganz vergrößern, verkleinern, das Pupil. Wenn du so viel Licht rein, der Pupil, kleine. Kinder, ich kann etwas zeigen. Ich mache jetzt so. Und jetzt guck mal da schnell an. Ja, vergrößern sie. Also wenn im Dunkel vergrößere dein Pupil da drinnen, ganz in der Mitte. Die Pupil vergrößert sich, weil du sammelst Licht im Dunkel, oder? Du kannst sehen. Aber wenn so hell ist Pupil, verkleinert sich. Weil so viel Licht da drinnen, also mal die Augen so, die Pupil verkleinert sich. Wenn zu viel Licht. Aber wenn im Dunkel, was macht Pupil dann? Groß oder klein? Dunkelheit. Groß. Groß. Warum? Weil das sammelt wir nicht. Ja, sammeln wir nicht. Aber wenn zu hell, verkleinert sie, weil Es lässt wenig Licht rein, damit es nicht es blind. Aber wenn zu hell auch nicht gut. So läuft das gern. Ja, dann so kennst du. Es ist jetzt fertig. Ja, ganz später wieder. Gehen wir da raus, aber Mama muss Papa noch. Ja, wir möchten Frisbee Nah, lama-lama sih temen-temen kalau belajar paling 15 menit doang kalau baca begini. Können wir Frisbee spielen und Fahrrad? Ya kan so. Aber Mami muss Papa fragen zuerst dulu, Papa kommt. Das mache ich bitte. Ja, aber ich wollte Frisbee. Später, ich hole das später. Ja, Jadi kalau belajar baca buku kayak begini, nggak lama-lama sih biar nggak bosen. 15 menit sama diskusi kecil aja, nggak usah yang panjang-panjang banget, biar nggak bosen. Sekarang bikin ngantuk ntar yang ada. Kayak bentar 15 menitan, 30 menit itu kalau belajar sama ngulang pelajaran aja sih. Paling lama 3 sejam kalau banyak PR. Itu nih balikin lagi bukunya. Tadi berguna banget sih bukunya. Koleksi ini dikepake terus kan sampai mereka gede, belajar biologi, geografi, apa aja deh. Oke, kayak aku jelasin tadi nih, kayak di video sebelumnya aku bilang kan, kalau di sini di sekolah itu pelajaran bahasa Jermannya ada 2, satu namanya Das, satu lagi IF. Nah, yang Das Deutsch als zweite Sprache, so artinya bahasa Jerman itu sebagai bahasa kedua di rumah, bahasa asing, baratnya gitulah ya. Nah, kalau yang anak-anak yang bahasa pertamanya bahasa Jerman, nanti belajar di sekolahnya bahasa Jermannya bukan di kelas Das, tapi di kelas IF, Integrate Förderung. Berarti mereka udah belajar yang level atasnya bahasa Jermannya. Itu yang membedakan kelas antara kelas Das dengan IF. Jadi anak-anak yang di rumahnya kalau bahasa Indonesia berarti masuk ke kelas Das di sekolahnya. Berarti itu belajar bahasa Jermannya harus lebih dari awal lagi.
Gitu teman-teman. Mudah-mudahan memberikan penjelasan ya. Kenapa salah satu alasan anak-anakku itu di rumah kita pakainya bahasa Jerman. Jadi biar mereka di sekolahnya lebih gampang dan masuknya ke IF, dan berarti pelajaran bahasanya itu sudah level atas gitu. Jadi nggak masuk ke kelas bahasa asing. Bahasa Jerman itu bukan bahasa asing buat mereka. Gitu sih. Oke, aku mau keluar matut anak-anak nih. Bentar lagi, ikutin terus yuk.